Wir sind zurück beim eventuellen Finale von Pokémon Legend Arceus. Ich sag extra noch nicht Endkampf, weil da wird garantiert noch ein bisschen was kommen, so Afterstory-mäßig und so. Aber für die Hauptstory könnte das vielleicht schon Finale, Vorfinale, ich habe keine Ahnung. Mal gucken, was kommen wird. Man sagte mir, die rote Kette soll dazu in der Lage sein, Welten zu binden. Wie soll er das verstehen? Soll sie die Welten festbinden? Sie sichern? Dadurch wird unsere Welt bewahrt. Hand aufs Herz. Das soll ich glauben. Ja, vertrauen Sie mir doch einfach. Das ist so schwer. Hä? Ist so schwierig, hm? Jetzt reicht es aber. Ich kann sehr gut nachfühlen, dass du als Leiter der Galaktik-Expedition das Dorf schützen willst. Ich bin schließlich selbst Oberhaupt eines Clans. Aber Michael so anzuzweifeln ist falsch. Du bist ein Narr. Mag schon sein. Doch was ist, wenn ich einfach blindlings darauf vertraue, dass zur Katastrophe kommt? Wie solchen Leuten der Galaktik-Expeditionen niemals wieder unter die Augen treten. Vielleicht glaubst du, niemand sonst wäre es um das Wohl von Jubeldorf besorgt wie du. Aber das stimmt nicht. Auch Michael setzt hier sein Leben aufs Spiel, um alle zu beschützen. In Ordnung, ist es schon gut. Dann wird eben ein Kräftemeß darüber entscheiden, wie es weitergeht. Du gegen mich, der Stärkere siegt. Hola, Michael. Stell dich mir mit deinem Pokémon entgegen. Heute geht es um alles. Um alles und nichts. Den Goku von der Galaktik-Expedition fordert dich heraus. Oh, der hat auch nicht so wie Wasser gewählt, okay. Der hatte doch noch ein höheres Level. Aura schwingen, aber sie treffen nicht. Das ist doch doof. Hier, Eisstrahl. Ja, es trifft nicht. Das ist doof. So, sicher. Drachenpuls. Der trifft. Immer. So, den Boku. Eins weniger, war. Oh, ein Relaxo. Ach du Scheiße. Das ist aber klein. Uff! Steckt aber zu wie ein großer. Da hat eine scheiß Bodenattacke drauf. Was mache ich da? Ja, Bodenattacke ist nicht so geil. Wir haben eine dezente Bodenschwäche, wa? Ja, komm, Chico Luna rein. Da soll man ein bisschen knudeln. Mal gucken. Alter! Boah. Komm schon, senk seine Ding. Hallo? Nein, wieso? Ja, natürlich, ich bin auch selber ein Trottel. Jetzt haben wir langsam die Faxen dicke, ganz ehrlich. Der geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich zugeben. Scheiß Gigastoß, warte mal. Dass ich vielleicht darauf tracken könnte. Ah, ja, stimmt, da geht hier sowieso nichts.
Das läuft hier ein bisschen anders. Das ist nur Pferdestärke an, das war zu erwarten. Ich muss aufhören, so zu denken wie bei sonstigen Pokémon-Spielen. Oh, ein Geo. Ein Geowatz. Ching, 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 danke. Ernsthaft, Alter. Oh, scheiß Splitter. Killing, we fighting. Du, 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 du. Aua. Nein. Und tschüss, der Nupto. Pix, ist es jetzt Normalfee? Psychofee? Doch, Normalfee, glaube ich, oder? Okay, auf alle Fälle Fee. Ne, ist nur Fee, wa? Der Kampf wird gar nicht. Ja, okay, ist nur Fee. Aber irgendwie nie so geschnallt, weil Knuddelluft ist, glaube ich, Normalfee. Was? Das war kein One-Hitter? Aber das wird anders sein. Oh ja. Und was für ein One-Hitter? Einer wie im Buche steht. Oh, meine Güte. So, jetzt aufpassen. Nicht Drachenpuls, weil es ist am Fee-Typ, das heißt, es bringt nichts. Du brauchst eine Abkühlung, Kleines. Und vor allem ein Härchen. Den Boku, hier ist die Abkühlung. Für hitziges Gemüt. Und tschüss. Kampfende. Wusch. Soll ein Pokémon eine Gefahr für unser Leben darstellen, müssen wir sie beseitigen. Was? Alter. Ist Cyrus vielleicht ein Nachfahre oder sowas? Die Einstellung? Eine Stärke, die alles in den Schatten stellt. Dabei waren das nicht mal meine stärksten Pokémon, oder? Michael, es kam, wie es kommen musste. Ich habe dir Unrecht getan. Bitte vergib mir. Ich war blind. Expeditionsleiter den Boku. Die haben sagt gar nichts mehr. Das hätte ich wohl viel früher fragen sollen. Doch würdest du deine Kraft zum Wohl der Galaktik-Expedition einsetzen? Mehr noch, zum Wohl der Elysianer und der Pokémon in ganz Hisui. Der Elysianer? Noch keine Sorge, den Boku. Mit der roten Kette sollen wir alles in den Griff kriegen. Nick, nick. Ah, jetzt plötzlich, wa? Bring die rote Kette rüber. An Pokémon geht's gut, ja, sind alle mit der Picobello drauf. Sehr schön. Was für ein Stress, ey, alter Schwede. Was bekommen? Nee. Nix. Ja, Erfahrungspunkte vielleicht, aber sonst. Huch. War niemand da? Okay. Bitte hier unten. Und natürlich sind alle wieder da, ist klar. Hallo zusammen. Tja, gehen wir rein, wa? Okay, da hat gerade irgendwie mein Arceus von gehört. Oh, Triforce. Was? Die einzelnen Helden hat Vorzeit-Folgen. Die 10 Pokémon. Ah, stimmt, wir sind hier aufgebaut. Doch. Die 10 Pokémon. Also hier haben wir damit hier. Axanto. Wohlgemeint sind alles Pokémon, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Ursaluna. Da haben wir Hisui Dressella. Wieso ein Pokémon 6. Gen hier ist, kein Plan. Da haben wir die Entwicklung von Hisui Barschuft. Oder weißen Barschuft besser gesagt, keine Ahnung, wie wir das. Ja, ist ja egal. Hisui Arcani. Gut, sind Hisui-Formen, aber ja, da ist sowieso eine Frage. Ich meine, Hisui-Formen. Ja, es ist trotzdem Sinnoh, das Gebiet. Warum gibt es die Formen in der Zukunft nicht mehr? Verstehe, wer will. Hier haben wir das Elektroball Hisui-mäßig. Hier haben wir Snibos. Hisui Waschaquill. Und hier das andere Gelumpe. Ihr merkt schon, eben so Pokémon ab der 6. Gen, ab der 5. Gen eben.
Schwierig, warte mal. Ist ich irgendwo hier? Aktiv. Noch nicht gefangen, super. Ja, gut. Egal, vergessen wir es. Kannst was sonst denn nochmal in der Ding nachgucken, wa? Missionsliste. Arktidas, dankeschön, genau. Arktidas, okay. So. Arktidas, du bist so klein hier, dargestellt. Können wir sonst noch irgendwie gerade was machen hier? Hier geht es nicht weiter. Wo soll das Pokémon sonst irgendwie beobachten? Ich sehe gar nichts. Okay. Du schaffst es, Michael, ich glaube an dich. Was wohl auf der anderen Seite des Rieses vor sich geht? Keine Ahnung. Vielleicht unterhalten sich gerade Palkia und Dialga. Es ist soweit. Jo, legen wir los, wa? Es ist Zeit, die rote Kette einzusetzen. Was geschieht hier? Das war eine Stimme im Kopf. Nein, ich fühle sie. Die rote Kette. Es ist vollbracht. Komm und versuche, mich zu fangen. Perla, was redest du denn da? Fangen dich? Das ehrwürdige Casino. Ich glaube, es spricht zu mir. Die rote Kette ist vollbracht, komm, versuche mich zu fangen. Wappen dich für einen unweigerlichen Kampf. Hier, nimm. Du hältst den Hyperbälle. Ja, dankeschön. Dann. Dann taut es wohl Palkia auf, wa? Ich meine, scheiß Mütze da. Ah, die rote Kette ist doch für ein Scheiße. Die wirkt ja nie. In der Vergangenheit, nach der Gegenwart, ist immer noch für den Arsch. Oh, Tanupto, wieso bist du vorne? Ja, bin ich, Palkia. Ja gut. Ich würde mal sagen, hallo Kumpel, du bist doch Wasserdrache, wa? Oh, scheiß Typus, ey. Ja komm, hier, brenn dich mal, Phantomparade. Oh, klappt sogar, krass. Und tschüss, Tanupto, das haben wir gefreut. Ja, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, muss ich zugeben. Ich glaube, Viscogor ist hier ein guter Fall. Oder auch nicht? Alter! Schon eine Base, Junge! Was ist los mit dir? Hier! Huch! Okay, das mal schnell geswitcht. Der Forst schadet, dann versuche ich es doch mal. Mit einem Hyperball! Kann nur schief gehen. Was? Wie? Was? Warum? Was war das für ein Finale? Okay, schräg. Das war's. Du hast es, oder? Du hast ehrwürdige Sinne gefangen. Damit wäre die rote Kette wohl hinüber. Das war nicht das ehrwürdige Sinne, das war ein Palkia, Mensch.
Was bin ich froh, dass die Pokémon-Reise uns so tatkräftig beigestanden haben. Amazing, einfach unglaublich, Michael. Ihr seht aber schon, dass der Himmel ihm noch gleich ist, wa? Ich habe genau beobachtet, wie du gekämpft und uns gefangen hast. Übertreibe nicht, wenn ich sage, du bist der ganze Stolz des Forschungsstubs. Oh ja, es ist mir eine große Ehre, seine Mentorin zu sein. Das ehrwürdige Nein, es ist Palkia. Ich kann es wieder zu mir sprechen fühlen. Hey, ich hab's gefangen. Raum und Zeit stürzen ins Chaos, deine Kraft schwindet. Mein Gegenstück in Rage, es naht. Deshalb bin ich hier. Was? Ein Gegenstück? Die rote Kette ist doch zerbrochen. Frau Michael könnte es jetzt noch mit einem so mächtigen Pokémon aufnehmen. Ah, lass mich ran, jetzt. Oh, scheiße. Jäger! Wir müssen von hier abhauen, und zwar schnell, bevor es an den Kampf mit dem anderen ehrwürdigen Sinnoh kommt. Los, Rückzug! Wir kehren zur Gipfelbasis zurück. Aber wir können doch nicht einfach davonlaufen. Sei total hirnverbrannt. Wenn wir hier drauf gehen, ist niemandem geholfen. Das Gleiche gilt auch für dich. Zieh dich zurück, aber Dalli. Dalli. Hä? Das Blatt auf die Alge da oben, oder was? Was für eine überwältigende Kraft. An ihr kann jeder Forschungsversuch hier nur scheitern. Dass du überhaupt auf den Beinen halten konntest, ist wirklich beeindruckend, Michael. Und diese Energie, die aus dem Wrist strömt. Ach so, wir haben im Prinzip mit der roten Kette nur dafür gesorgt, dass Palkias Energie gebannt wurde und wir es fangen konnten. Nehmen wir jetzt mal an. Ist dasselbe die in Form der seltsamen Blitze, die Königin in Russia versetzt hat? Es ist schon verblüffend. Wir haben zwei verschiedene ehrwürdige Sinnoh verehrt. Und beide waren real. Was war für ein Ton der Expedition, der plötzlich angeschlagen hat? Ich muss mich bei euch entschuldigen. Diamant Perler, es tut mir leid. Ihr habt recht damit, Michael euer volles Vertrauen zu schenken. Womit wir bei dir wären, Michael. Meine Selbstgerechtigkeit hat mich dazu verleitet, dich aus der Expedition zu verstoßen. So habe ich dir ungeheure Mühsal aufgebürdet. Mhm. Und trotzdem gibst du weiterhin alles, um Hisui und all seine Bewohner zu retten. Naja, irgendjemand musste ja etwas wegen des Risses im Raumzeitgefüge unternehmen. Wir verstehen natürlich, dass auch du Gründe für dein Handeln hattest, Denboku. Ich störe nur ungern, Boss, aber sollen wir uns nicht wieder mit dem Sinnoh-Tempel befassen? Das lobe ich mir. Statt sich im Vergangenen zu ergehen, sind sie geistig stets im Hier und Jetzt. Ein waschechter Wissenschaftler eben. Einer von der verlässlichen Sorte, wohl wahr. Mir scheint fast, als hätte Michael einen guten Einfluss auf uns alle gehabt. Keine Frage, Michael ist so stark, dass er so einen Kampf auch locker alleine gewinnen könnte. Lassen wir einfach alleine, ist schon klar. Ich bin so ganz schön unbekümmert. Hast du vergessen, dass die rote Kette hinüber ist? Keine Sorge. Das ehrwürdige Palkia hat das nötige Wissen bereits mit mir geteilt. Palkia? Ah, du meinst das Pokémon von gerade eben? Genau, so wird es genannt. Neben seinem Namen hat es mir aber auch noch etwas anderes anvertraut. Das Mineral allen Ursprungs. Die Kette leuchtet rot. Das Gefäß aus Menschenhand. Vereine alle drei und dem Chaos, das im Fluss der Zeit bedroht, sei Einhalt geboten. Wir sollen uns außerdem gemeinsam mit dem ehrwürdigen Palkia zum Tempel begeben. Die rote Kette ist zwar in laut Einzelteile zerbrochen, aber diese aber zumindest eingesammelt. Das Gefäß aus Menschenhand. Können Sie womöglich um einen Pokéball handeln? Das sind alle Informationen, die wir dazu haben. Ich wüsste echt gerne, was mit diesem Mineral auf sich hat. Vielleicht weiß Toben ja Rat. Wenn sich mit Mineralien auskennt, dann er. In seinem Bergbau hat er Erfahrung.
Gut, da darf man ja noch hoffen. Wie sieht es mit Ihnen aus, Professor? Also Vermutungen, was das Mineral angeht? Oh, die habe ich tatsächlich, Michael. Oh yes. Auf den Tafeln, die von damit und anderen Pokémon erhalten hast, befinden sich laut Volo Botschaften. Das ist wohl ein Blick. Darf ich sie werfen? Yes, of course. Oh, Forttreffer. In ihrer Tafel sind folgende Worte gemeißelt. Bei Geburt des Universums entstand aus dessen Splittern diese Tafel. Vielleicht hilft uns der Hinweis ja weiter. Was soll das heißen? Wir suchen einfach nach einem Mineral, dessen Beschaffenheit mit dieser Tafel vergleichbar ist. Wenn ich mich recht erinnere, hatte Volo Toppen bereits am gebeten, Ausschau nach einem solchen Mineral zu halten. Oh, jetzt muss ich sagen, Volo hat sich auch in der Diamantsiedlung einfach nach den Tafeln erkundigt. Klingt ja wirklich vielversprechend. Alter, der raschende Baum im Hintergrund nervt mich. Da wollen wir mal nach dem Mineralsursprung suchen, wa? Aber dieser Name klingt so umständlich. Nun soll es Urerz heißen. Das Gegenstück. Ah, jetzt müssen wir noch die Alga fangen, wa? Perla, können wir in dieser Sache auf deine Hilfe zählen? Natürlich. Ich werde Tobin sofort zur Gipfelbasis beordern. Eine halbe Ewigkeit habe ich gewartet und doch keine Einladung bekommen. Wäre gelacht, dachte mir so, und bin selbst angetanzt. Tja, zur Wiedergutmachung rüstest du jetzt mal besser eine Aufgabe für mich aus, ja? Sicher könnt ihr meine Hilfe gut gebrauchen. Du bin ja auch der Coolste. Tsubaki, kannst einen Anführer nicht einmal mit Respekt behandeln, zum Teufel normal. Na schön, allerliebster Herr Anführer, wärst du so gnädig, um mir eine Aufgabe zuteil zu lassen? Besser so. Da kümmere dich um deine Mitmenschen, Alter. Deren Werte sind doch auch nach ihren Königinnen und Königinnen und helfen den Bewohnern unserer Siedlung Ruhe zu bewahren. Brauchst du dafür wirklich einen Befehl von mir? Ach Diam, selbst du Dussel wirst doch kapieren, wenn ich sage, jeden nach seiner eigenen Fasson. Oh, der Niemand aus der Galaktik-Expedition hat also doch Mumienknochen. Ich hau dir gleich eine. Und deswegen hat Onkel Tsubaki einen Deckel für dich. Na, wer war ein braver Junge? Du offenbar nicht. Süßtrüffel. Was? Was soll denn damit? Topen ist da. Ja, und die Alge wartet auf so währenddessen da oben und denkt so, mir geht's gut, ja, ist alles cool. Pah, das scheußliche U passt genauso wenig zu dir, wie die auch so wichtige Aufgabe, die dir anvertraut wurde. Das gefällt mir alles gar nicht. Isuris Mineralien sind ein kostbarer Schatz. Ich habe das noch vor allen anderen festgestellt, also bin ich bestens für diese Aufgabe geeignet. Tja. Sollst du daran was aussetzen haben, dreh dich gerne mit Axander gegen dich und dein rundes Etwas da an. Hä? Die Wächter können die Könige als eigene Pokémon einsetzen? WTF. Kriegt einen gewaltgeladenen Strom ab. Elektrizität ab, dass du dich nicht mehr rühren kannst. Ja, ganz ehrlich, ein Elektroball, also. Da hätte man sich irgendwie eher einen Elevoltic ausgesucht als Herrscher oder so. Als König, Entschuldigung. Langsam was ernst kapiert. Also wirklich die haben. Weißt du eigentlich, was daheim los ist, seit das ewige Sin oder Palk oder was auch immer zum Perkan gesprochen hat? Wieso die und nicht wir? Das ist eine berechtigte Frage. Was wäre jetzt eigentlich passiert, hätte ich jetzt Diam genommen? Also als Partner damals. Ich meine, klar, wäre das erste Pokémon die Alga gewesen. Gehen wir stark davon aus. Dann müssen wir jetzt Palkia beruhigen. Okay, ja, vertauschte Rollen. Aber trotzdem sind wir hier am Fuß des Kraterbergs und Tsubaki wäre trotzdem hier. Oder wäre das Gespräch einfach umgekehrt und Topin würde jetzt mit Perle darüber quatschen. Interessant. Weil wenn die Texte auch komplett verschieden. Mit Vergnügen. Zur urzeitlichen Höhle begleiten. Oh, da war mal ein bisschen was Eigenes machen. Ach du Scheibenkleister. So. Pokémon geht soweit alles picobello. Ich habe ein paar Süßtrüffel dabei. Yeah. Also ich nehme an, jetzt kann man sich natürlich als Laie so sagen, also als Laie, nein, als Veteran der Pokémon-Reihe kann man natürlich auch sagen, ich habe Palkia gefangen, kann ich auch Dialga fangen. Aber stimmt schon, ne? Jedes Mal, wenn wir in den Spielen halt auf die Pokémon getroffen sind, hatten wir halt die rote Kette. Und es war eigentlich immer nur eins von beiden. Außer bei Platin damals. Aber da gab es ja 2 rote Ketten, wohlgemerkt. Ja?
um Dialga und Palkia zu schwächen. Und Giratina wiederum haben wir in der CR-Welt gefangen. Das war ein bisschen was anderes. Jetzt haben wir halt beide legendäre Pokémon, aber wir haben halt nur eine rote Kette, die ist bereits futsch. So, was machen wir jetzt? Kann natürlich sein, dass wir jetzt gar keine Chance haben, Dialga normal mit einem Pokéball zu fangen, weil es irgendwie abgeblockt wird oder so. Nur Palkia Bericht erstatten, genau. Zum ersten Mal gefangene Pokémon. Ja, das ist zutreffend. Er wollte, ja, hatten wir schon eine Stufe 10. Ja, hier fehlt nicht mehr viel. Auerschwingen gesehen. Ja, muss ein paar Mal einsetzen, aber klappt schon. Galagladi, Gardevoir. Die natürlich auch sehr gut. Viscogon, unser Stahldrache. Risikotackle mit Nahrung gefüttert. Ja, da kriegen wir auch noch hin. Da bin ich so das Problem sein, Freunde. Ins Dorf zurückkehren. Mir ist scheißegal, was Palkia da oben oder Dialga da oben treibt. Aber eigentlich noch gleich aus, wa? Okay. Ich werde einfach abgehauen sind, Alter. So, komm. Ich muss mal noch irgendwie meine Pokémon sortieren hier. Ich habe auch ein paar neue gefangen. Huch. Es kam eine neue Box. Krass. Krass. 30. Hä? Stimmt was nicht? Da fehlen ein paar Pokémon, oder? Das sind 3 Cognitive, die wir bis jetzt haben. Ja, da ein paar Shiny. Das sind die Elite-Viecher, okay. Das Team, das stimmt auch. Hä? Okay, krass. Sehr gut, die ganzen Carbodors, wa? Und kein Level 20, hey, alter Schwede. Oh Mann, so, komm. Viel Wegen, da machen wir halt, wo ist die Wasserkiste? Hier. Usen wir für Problem. Natürlich Carpadors, scheiße. Ganz ehrlich, wer braucht schon so viele Carpadors, also. Ich habe gedacht, das kann ich jetzt mal freilassen. Was? So, mal gucken. Sonst haben wir eigentlich auch relativ schwache Carpadors. Da heißt, ich kann den auch mal freilassen. Dann behalte ich mal die hier. Aber vielleicht noch ein paar davon mal noch entwickeln. Einfach nur so, natürlich ein bisschen trainieren, das ist klar. Aber entwickeln halt, damit die irgendwie für Pokédex-Einträge und so. Hier haben wir die Barschuf, da haben wir männlich und weiblich. Die brauchen wir auch noch für später. Ansonsten, ja, so in die Übersicht. Alle 30 hier ist gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Danke. Kann ich nicht. Ah, so eben. Dann ganz kurz switchen hier. Zack. Weil 30 ist so interessant. Brauche jetzt so eigentlich aber nicht. Was aber vielleicht eine Option wäre, hier. Legis, legendäre Pokémon. Ja, eigentlich gehören natürlich auch mystische Pokémon noch da rein, aber mach's auch mal so, komm. So. Palkia wäre dann eigentlich in der Kiste, aber wir sollen sie mitnehmen, hat sie was gesagt. Und ich denke mal so, warum eigentlich nicht? Wenn wir ganz kurz noch die Attacken prüfen, die es so drauf hat.
Angriff ist höher. Okay. Traumschlag, ja, natürlich so ein Signature-Move. Also wenn der nicht mitkommt, was dann? Wasserdrache ist eigentlich auch ein interessanter Typus, vor allem jetzt für Viscogar als Ersatz. Dann natürlich noch Drachenpuls drauf. Juwelenkraft. Der dann schlecht. Wenn das Palkia nur speziell spielen würde, wäre es eh nicht schlecht. So, Freunde, ganz kurz den hier abgelegt. Dann ersetzt durch Viscogar. Der kommt dann mal hier runter. Nehmen wir es mal ins Team auf, wa? Ansonsten könnte man sich ja mal überlegen, tausche hier und da ein Pokémon aus oder so, oder lasse ich's. Aktuell wäre, glaube ich, sogar hier für lassen, aber jetzt mal gucken. Wir treten nachher dann gegen Dialga an. Ich kann mir sogar vorstellen, dass eine Ecke stärker als Palkia ist, also da eine längere Zeit draußen steht und so. Das ist die Frage, Sneeboss würde ich gerne behalten. Genauso wie Ursaluna. Ich finde, Ursaluna macht einen exzellenten Job. Sneebuna eigentlich auch. Ist ein toller Sweeper. Xanto ist, auf dem eigentlich so steht, der hat eine Power, die ist nicht von dieser Welt. Also Ursaluna. Ich hätte mal gesagt, ich packe Waschaquill weg vorerst. Weil ich glaube, gegen einen Stahl-Drache-Vieh brauche ich keinen Psycho-Flug-Move-Pool. Und Psycho habe ich jetzt nur mit Axantho noch drauf. Ja, jetzt weil ich ja Visco abgelegt habe, fehlt mir jetzt leider Gottes ein paar Eisattacken. Das Coverage. Doch den mal mit. So. Hier mal die Flugspalte quasi. So. Also Palkia, Mammutel, Ursaluna, Xantor, Sneeboss, Tonupto. Kann man, glaube ich, so machen, wa? Palkia, zeig dich. Okay, also wenn, weiß nicht, aber so Elite-Pokémon sind in der Regel ein bisschen größer als du, wa? Alter Schwede. Na gut. Ja, Palkia, alles klar. Das Pokémon über den Raum gebietet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, Freunde, hier steht's vor uns. Das mächtige Palkia, was uns einen nicht schlechten Kampf geliefert hat, muss man zugeben. Aber in dieser Folge steht uns ein übleres Dialga bevor. Vielleicht erfahren wir auch noch, warum die beiden irgendwie so angepisst sind oder so, oder was da immer passiert ist. Und ansonsten würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal zum nächsten Teil des großen Story-Finales oder Pre-Story-Finales, keine Ahnung, was das alles jetzt sein soll. Auf alle Fälle, es ist, es wird und war bis jetzt immer spannend. Wir sind gespannt. Natürlich auch auf Giratina und Arceus und sowas, was alles zukommen wird. Denn wir können hier wirklich alle Pokémon fangen, die es im Sinnoh, bzw. Hisui-Dex gibt. Und das sind hier alle Pokémon der 4. Gen plus noch ein paar weitere. Eben noch Hisui-Formen etc. etc. Aber eben, alle Sinnoh-Pokémon, ne? Also auch alle legendäre, mystischen und so. Und bin ich schon mal sehr, sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.